Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Hören mal». Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, was soll ich sagen? Die Live-Show ist ausverkauft. Genau jetzt schreiben wir mega viel. Ja, wo kriegen wir schon wieder die Tickets? So. Erstens, ihr kleinen Würmli. Ich habe es bei jeder Folge gesagt, wo es die gibt. Und jetzt kommen wir am Schluss, was ausverkauft ist, und ist so, wo gibt es sie? Okay, valid. Wahrscheinlich fragt er, weil er sie nirgends mehr findet, weil es halt keine mehr gibt. Aber ich bin mega, mega dankbar und ich darf einfach nochmal sagen, danke, das freut mich mega, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Leute halt kommen. Also es gibt ganz viele Leute, die auf Social Media Zeug machen, aber so, die Leute sind halt im echten Leben überhaupt nicht daran interessiert, etwas von dieser Person irgendwie im echten Leben noch zu konsumieren, weil er kriegt ja schon so viel von uns eigentlich auf dem Handy, sowieso solltet ihr kommen. Darum, ich weiss, es ist nicht selbstverständlich, vor allem, weil es so mitten im Nirgendwo in Bern ist. Imagine, ich würde so etwas in Zürich organisieren oder so. Das wär, also, wir sind natürlich dran, wir sind am Schauen, aber eben wie immer, Leute, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht so einfach. Das Zeug ist immer eigentlich vorgeplant, alles ist schon am Wochenende eigentlich schon besetzt bei so Eventorten und so. Ich wüsste, was ich meine. So, es braucht halt viel mehr Planung, als man wahrscheinlich meint. Ich glaube, ich hätte mir das jetzt auch so vorgestellt, dass man einfach so irgendwo, keine Ahnung, ein Hallenstadion, «Hoi, habt ihr eigentlich am Samstag Zeit für mich? Geil, okay, ich schaue, dass Leute meine Tickets kaufen», weißt du, aber es funktioniert halt überhaupt nicht so. Ich weiß selber nicht ganz, wie es funktioniert, aber so. Genau, darum, wenn es jetzt gut kommt und wenn ich das gerne mache, das muss ich auch immer noch schauen, so, vielleicht finde ich es auch hure schlimm auf dieser hure Bühne, glaube ich zwar nicht, aber so, dann muss ich es auch nicht nochmal machen, aber wir schauen jetzt mal und wenn es mir gefällt, dann freut euch, Alte, weil dann werde ich so richtig mich Ass aufreißen to more duties and like meet you guys and stuff. Ja, Bro, keine Ahnung. Heute geht es um das Thema selbstständig sein, City 17b. Ich glaube, es ist seit 17b. Sorry, Bro, wenn da jemand von der Behörde zulässt und es ist so seit 16b. Oder definitiv bin ich noch nicht volljährig gewesen, glaube. Und das Ding ist, also du tust dich als irgendwie selbstständig erwerbend anmelden bei der SVA ab 2000 Stutz im Jahr. Das heißt eigentlich, jeder Honk kann von sich behaupten, ja, ich bin selbstständig. Ja, Bro, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert mit so Leuten, die auf Ricardo oder so hure viel Zeug verkaufen. Die müssten ja theoretisch auch selbstständig sein. So. Keine Ahnung, Leute. Fragt mich nicht. Ich bin wirklich, sorry, schon das Zeitchen selbstständig habe ich immer noch keine Ahnung. Ich bin einfach froh, bin ich noch nicht irgendwie inhaftiert worden für irgendwie Steuern hinterziehen oder so. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich habe das Gefühl, ich mache es gleich noch falsch. Ja, aber auf jeden Fall bin ich ja während der Schulzeit angefangen mit Social Media und dann, ja, auf 2000 Franken kommst du halt schnell, gell? Und dann musst du es halt anmelden und dann bin ich, glaube ich, wirklich 17 gewesen. Und das ist schon ein komisches Gefühl, im Fall, wenn man das so macht. Und dann ist wirklich so, keine Ahnung, ich glaube, ich habe im ersten Jahr vielleicht, eigentlich sollte ich ja nicht über das reden, aber ich glaube, im ersten Jahr, wo ich so Geld angefangen habe zu verdienen, habe ich erst so Ende Jahr angefangen. Das heisst, es war nicht ein volles Jahr von Geld gewesen, aber so, keine Ahnung, August vielleicht bis Dezember oder so, oder Juli bis Dezember, habe ich vielleicht, keine Ahnung, 8000 Franken verdient oder so. Und das ist für mich mega, mega crazy gewesen. Aber wenn du jetzt überlegst, so mit 8000 Franken kannst du vielleicht 4 Monate Miete zahlen. Weißt du, das ist ja nicht crazy. So für einen erwachsenen Menschen, der weiss, wo einen Lohn hat und so, das kriegen die Leute ja in einem Monat. Weißt du, was ich meine? Wo so einfach, keine Ahnung, irgendwo im Büro arbeiten oder so. Aber für mich war das mega, mega crazy gewesen. Und vor allem habe ich das alles halt irgendwie so allein gemacht, weil dort hatte ich noch kein Management gehabt, dort habe ich niemanden kennt. Und dann habe ich ab und zu so, keine Ahnung, im Gusti so geschrieben, so hey, was soll ich echt? Und eben, wenn ihr die Folge mit dem Gusti, ich habe mal eine Folge mit ihm gemacht, wenn ihr die Folge mit ihm gehört habt, wisst ihr, dass ich auch ihn so gefragt habe, so, hey, wie viel Geld soll ich denn verlangen? Und so, man hat wirklich gar keine Ahnung am Anfang. Und darum habe ich gedacht, das ist eigentlich noch spannend, um so ein bisschen von dieser Perspektive zu erzählen, wo ich eigentlich ungern darüber rede, weil ja, die Leute gönnen einem halt nicht und das ist auch für mich unangenehm, als 20-Jährige so reden. Irgendwie. Also ich will ja auch dazugehören bei allen anderen 20-Jährigen. Und sobald ich über das Thema anfange zu reden, gehöre ich halt automatisch gar nicht mehr dazu. Weil es ist nicht normal und es ist nicht die Norm und Leute verstehen es gar nicht und ich verstehe es ja selber auch nicht so wirklich. Und darum probiere ich eigentlich immer das so ein bisschen im Hintergrund zu behalten, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen unehrlich, weil es ist ein grosser Teil von dem, was ich auf Social Media mache, dass es halt auch fucking ein Business ist, so dumm wie es tönt. Und darum reden wir heute über das, so ein bisschen pro-kontra-mässig. Bitte, wenn euch das Thema irgendwie stresst oder triggert oder irgendwie so ein bisschen so, wow, was redet ihr? Hört einfach nicht zu. Es ist wirklich einfach für die Leute, die das so ein bisschen interessiert, die vielleicht auch selber denken, das würde ihnen gefallen, einfach allgemein selbstständig sein. Es geht nicht nur um Influencer sein, es geht auch einfach so eben um das, du bist auf dich allein gestellt.
Und, Leute, vielleicht haben Sie es schon mitbekommen in den Medien, das ist jetzt low-key so ein bisschen Werbung. Ich werde zwar nicht bezahlt, um das zu sagen, aber wartet ab. Ihr habt es vielleicht in den Medien mitbekommen, dass jetzt die Swiss Creator Academy existiert. Und da bin ich auch dabei. Und ich werde dort zum Thema Podcast so ein bisschen, keine Ahnung, mein Wissen weitergeben. Loki. Die anderen sagen, eigentlich sind wir Dozierende, so werden wir betitelt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich Dozentin bin, Leute. Chillt mal, ich sollte vielleicht erst mal nochmal studieren oder so. Aber auf jeden Fall wird mein Segment zum Thema Podcasting sein. Und einfach so, wie macht man das? Auf was sollte man sich achten? Social Media allgemein, wie tust du deinen Podcast bekannt machen? Was sind so die Steps? Was brauchst du für Equipment? Was sind Themen? Wie kommst du auf Inspiration? So alles das. Auch, wie tust du überhaupt einen Podcast so technisch aufbauen? Also, weil ich kriege wirklich wöchentlich ganz viele Fragen. Hey, wir wollen jetzt auch einen Podcast machen. Wo hast du das überhaupt gemacht? Welches Mikrofon? Und alle diese Sachen werden dort geklärt. Und es ist einfach allgemein, es ist ein Abschluss mit einer Hochschule zusammen. Also es ist so, du kannst jetzt halt zertifizierte Content Creator werden eigentlich. Oder es ist halt auch für Brands oder für eben die Social Media Managers und so, wenn du das absolviert hast. Es gibt 2 verschiedene Lehrgänge, einer, der billiger ist und einer, der teurer ist. Wenn du das absolviert hast, hast du halt ein Diplom quasi. Also nicht das Diplom, das Zertifikat, sorry. Ich habe es schon letztes Mal falsch gesagt und sie haben mich zusammengeschissen. Sorry, I'm just a girl. Aber dann hast du ein Zertifikat und dann kannst du das vorweisen. Das ist natürlich gut, wenn du in diesem Bereich arbeiten willst. Es sind hure viele Professoren dabei. Es ist eine Rechtsanwältin dabei. Also es sind nicht nur mehr hure Gaggi-Grinde, die ein bisschen Social-Media-Fame haben und euch da etwas verkaufen wollen, sondern es ist halt legit so mit der Hochschule zusammen. Wir wollen den Markt ein bisschen professionalisieren und das ist wirklich etwas. Jetzt, wo wir halt bei diesem Thema sind, oder? Ich habe das sowas von gemacht, damals, als ich 17 war. Hat das hure Geld investiert in. Es ist eine Weiterbildung, Leute. Weiterbildungen, ihr wisst, wie teuer das ist. Also für das Verhältnis ist eigentlich das nicht so teuer, wenn du überlegst, was du schon für Bildung zahlst. Aber ich habe das so gemacht, weil es gibt ganz. Ihr könnt auf der Website schauen. Kannst zum Pricing, zu Video und Ton und Schneiden und rechtlich gesehen, wie musst du dich anmelden, was musst du machen und dann eben Podcast bei mir oder andere Plattformen von anderen Creators, es sind ganz viele andere noch dabei, aber schaut einfach auf der Webseite, wenn es euch interessiert, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, wenn ihr jetzt so das Gefühl habt, oh mein Gott, ja, ich poste vielleicht schon Content und bin voll lost und würde eigentlich gerne ein bisschen mehr lernen, dann könnt ihr das machen. Ja, es kostet Geld und wenn ihr euch jetzt voranmeldet, es ist, glaube jetzt kann man sich immer noch voranmelden. Das heisst nicht, dass du das schlussendlich durchziehen musst, aber du gibst dann deine E-Mail ein und dann bist du quasi so ein bisschen vorgemerkt. Dann kannst du einen Rabattcode brauchen. Das ist der Teil, wo jetzt halt ein bisschen Werbung ist, oder? Wenn du Wemse eingibst, also mein Insta-Name oder auch TikTok-Name, dann kriegst du einen Rabatt von 100 Franken auf das, was du nachher machst. Also das ist haben oder nicht haben, oder? Ich verdiene auch Geld, wenn du über meinen Code etwas machst. Also wenn du das machen willst, sowieso, und du gibst nachher den Code vom Flavio ein, Alter, dann sind wir Erzfeinde. Spass, Alter, nehmt den Code, den ihr wollt. Mir ist es eigentlich egal. Ich mache eigentlich vor allem mit, weil ich es cool finde, so ein Teil von so etwas zu sein. Dann bin ich so, oh mein Gott, ich habe dort mitgemacht und habe über Podcasts geredet, weil ich bin so passionierte Podcasterin. Ich finde es auch geil, sorry, Alter. Wenn euch jemand fragen würde, willst du dabei sein, würdet ihr doch auch mitmachen, oder? Wenn ihr so voll die Passion hättet für etwas. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Influencer werden wollt, Low-Key, oder einfach Content, ist scheißegal, welche Nische, oder wenn ihr auch in diesem Bereich arbeiten wollt, als Manager, Social-Media-Kampagnen führen, leiten bei einer Agentur, blablabla. Die Infos werden euch dort alle mitgeben. Braucht meinen Code WEMSE für 100 Stutz sparen. Plus, minus 100 Stutz. Vielleicht sind es auch 99, 90 oder so ein Scheiß. Ich werde sicher noch ein professionelleres Statement machen auf anderen Social-Media-Kanälen, um ein bisschen meinen Code zu bewerben. Aber das ist jetzt auch mal so ein bisschen salopp gewesen, oder? Genau, wir fangen an. Ich fange einfach mal an mit den Pro-Sachen. Also, obviously, Leute, es ist geil. Es ist hure geil, selbstständig zu sein. Jeder Mensch auf der Welt wünscht sich das. Wenn du Videos schaust, wo Leute auf der Straße gefragt werden, ja, was ist dein grösster Wunsch fürs Leben? Ja, dass ich selbstständig sein kann, dass ich Freiheit habe, dass ich... Aber ich glaube, das kommt eben so immer so ein bisschen
wenn man eingesperrt ist, wenn man eingespannt ist in ein Schema, wenn man feste Zeiten hat, wo man halt, ja, keine Ahnung, wenn du vom 8 bis am 6 im Büro hockst, dann denkst du den ganzen Tag, oh mein Gott, ich wünschte, ich müsste jetzt nicht da sein. Aber eins kann ich sagen, wenn man mal Freiheit hat, dann ist es extrem schwierig, mit dieser Freiheit umzugehen, weil man sich so fest gewöhnt ist, dass man immer eingebunden ist. Und du kommst dir wie so ein bisschen nutzlos vor eigentlich am Anfang. Aber das ist jetzt ein Kontra. Wir bleiben auch bei Pro, Leute. Du hast Freiheit. Du hast die Freiheit, die sich alle Leute wünschen. Ob du nachher mit dem umgehen kannst, das ist dann die nächste Frage. Aber du hast es. Und du hast fucking 24 Stunden am Tag, wo du selber kannst entscheiden kannst, was mache ich jetzt? Ihr hört, ich bin eher jetzt jemand, der struggelt mit dem. Ich glaube, das liegt auch einfach an meinem Alter. Aber es geht ja jetzt heute auch darum, wie das ist, wenn man so jung selbstständig ist. Und das ist auch ein grosser Punkt, wo ich mir oft denke, wenn ich über das Thema rede. Vor allem, wenn ich halt auch mit den anderen rede, die von meinem Management zum Beispiel, die sind schon über 25, 30, haben eine Frau. Bro, dort stelle ich mir das auch viel geiler vor. So, Bro, die haben geschafft jetzt. Die haben geschafft 15 Jahre. Jetzt haben sie das. Hure geil. Aber ich bin halt so ein kleiner Wichsgrind, der einfach so keine Erfahrung hat und einfach zack, boom, selbstständig. Dann, für mich persönlich jetzt ist es halt auch mega geil mit meinen ganzen Tieren. Also ich kann das ja wirklich gut handeln. Ich kann selber entscheiden, ja, jetzt gehe ich halt dann und dann in den Stall und dann muss ich laufen. Und dann. Das ist wie so im Homeoffice, oder? Das sind ja die Leute, die Hunde haben, auch hure froh sind sie im Homeoffice, weil dann können sie einfach machen, was sie wollen, so low-key. Und das ist hure geil, weil das könnte ich alles irgendwie nicht ohne das. Aber es wird auch eine Zeit kommen, wo ich wahrscheinlich etwas anderes wieder machen werde. Weißt du, was ich meine? So, ich muss nachher gleich noch unter einen Hut bekommen. Aber so rein von der Selbstständigkeit her. Das ist wirklich so mein grösstes Plus. Und dann, dass man so einfach mit seinem Hobby, bestenfalls, ich weiss nicht, mit was ihr euch jetzt selbstständig machen würdet, aber mit etwas, was man jedenfalls sehr gerne macht und wo irgendwie aus einer Inspiration und Passion und so entspringt, sonst würdest du ja nicht selbstständig werden, sonst würdest du gar nicht auf die Idee kommen, weil du kommst nicht mit fett Cash eigentlich in die Selbstständigkeit normalerweise aus der, ja Bro, du bist halt schon der Sohn von dem, wo Rolex gehört. Aber ihr wisst, was ich meine. Eigentlich ist es immer so eine Schnapsidee oder so etwas, wo man so random anfängt und dann plötzlich merkst, aus dem könnte ich vielleicht etwas machen, ich könnte vielleicht Geld verdienen und dann werden die Leute selbstständig. Und das ist einfach so geil, wenn du kannst mit etwas, was du wirklich, wirklich gerne machst, Geld verdienen, weil es ist nicht ein Anschiss. Obwohl, das schießt mich auch an, so, das wisst ihr. Das habe ich schon 100-mal gesagt. Aber es ist ein viel kleineren Anschiss, wenn du dein Geld verdienst mit etwas, wo du kannst und wo du weißt, okay, da habe ich irgendwie etwas, als wenn du den ganzen Tag so bist, fuck, ich kann das eigentlich gar nicht und die anderen können es alle besser und nein, es schiesst mich eigentlich an, das ist gar nicht, das juckt mich gar nicht, ich verdiene da gerade mein Geld für irgendeinen anderen, für den CEO, ich kriege so einen kleinen Bruchteil davon, aber krampf mein ganzes Leben dafür und nachher ist der andere reich, weißt du, was ich meine? So, du schaffst eigentlich für dich selber, du bist dein eigener Chef, du kannst alles entscheiden, du verdienst einfach fucking Geld mit deinem Hobby. Ja, das ist einfach auch ein sehr geiler Pro-Punkt. Und dann, jetzt genau in meinem Sektor von Social Media, bedeutet das halt auch sehr viele geile Erlebnisse, wo ich wirklich, das ist auch etwas, wo ich am dankbarsten dafür eigentlich bin, für die ganzen Events und Erlebnisse und bla bla. Und ich könnte ja nie die Einladungen annehmen, wenn ich irgendwo arbeiten würde, weil das ist meistens unter der Woche, irgendwo random, so um 11 Uhr am Morgen treffen wir uns zum, keine Ahnung, Bungee-Jumpen oder so. Weißt du, was ich meine? Weil alle haben halt dann Zeit und so auch wieder genau das Gleiche, die Events, wo die Agenturen oder Brands oder so planen, sind auch die Locations ausgebucht am Wochenende. Das heisst, sie nehmen einfach den easy way und sagen, ja gut, Dienstagnachmittag haben unsere Leute Zeit, die sind alle selbstständig. Und du kommst einfach an so crazy Erlebnisse, die ich nie im Leben von 17 bis 20 irgendwie erstens mir hätte leisten können, Zeit dafür gehabt hat, irgendwie mich wahrscheinlich sogar irgendwie getraut hat, alleine dort hinzugehen. Und ich habe so viel cooles Zeug erlebt, wo es geht nicht nur ums Erlebnis, sondern du lernst auch mega viel. Ich muss für mich selber einstehen, seit ich 17 bin, beruflich. Und zwar auf einer ganz anderen Liga. Es ist nicht, ja, du hast einen Vorgesetzten und du musst ein bisschen lernen, mit dem Vorgesetzten umgehen, sondern du redest mit Big Boss Brands, wie, keine Ahnung, jetzt bei mir in meinem Case L'Oreal. Das ist ein riesen fucking Monopol, oder? Und ich, kleiner Furz, muss dann irgendwie mit diesen Leuten kommunizieren und sagen, das ist mein Wert, das will ich, das finde ich cool, das finde ich scheiße, das können wir machen, das können wir nicht machen. Probier das mal mit 17, Alter. Und du musst einfach, oder? Und
genau das einfach müssen, auch einfach müssen an diese Events gehen, wenn du irgendwie willst, Leute kennenlernen oder die nicht so allein fühlen. Das müssen raus in die Welt gehen, obwohl alle Leute dich anstarren. Das müssen verhandeln, müssen planen, müssen Struktur haben, müssen aufschreiben, müssen Mails schreiben, müssen irgendwelche Offerten schreiben, Rechnungen schreiben. Von dem habe ich hure viel gelernt in ganz wenig Zeit. Also es ist recht schnell gegangen. Am Anfang war es halt mega anstrengend und dann kommst du hure rein. Ich habe so viel gelernt, wo Leute gar nicht checken, dass ich das für immer brauchen kann. Die Leute meinen immer so, oh mein Gott, so unbrauchbar, so scheiße, du verbaust dir deine Zukunft, mach mal etwas Richtiges. Leute haben keine Ahnung, was du alles auf deinen scheiß Lebenslauf schreiben könntest. Wenn alle Leute sind ja immer so obsessed mit dem Lebenslauf. Ich könnte so viel scheiß Bullshit, wie halt so LinkedIn-Gelaber. Logisch bin ich nicht Videografin, aber du kannst das so verpacken. Video, Schnitt, Audio, Ton, Social Media Marketing, Social Media Management, erfolgreicher Aufbau von eigener Firma. Weißt du, so einen Scheiß schreibst du dann halt auf deinen Lebenslauf, wenn du das alles gemacht hast. Und du lernst einfach mega viel. Nicht nur auf beruflicher Ebene und nicht nur so skillsmäßig, sondern eben auch so fürs Leben, jetzt ich persönlich. Ich meine, ich habe ja schon offen erzählt, ich war so eine Scheuche eigentlich gewesen und ich bin auch jetzt noch, Bro, auch jetzt schicke ich meine Kollegen voraus, wenn wir in die Tür reinlaufen, sage, lauf du bitte vor. Nein, kannst du bitte für mich bestellen. Nein, mach. Aber wenn es sein muss, weiss ich kann es eigentlich. Es ist einfach in der Präsenz von Leuten, die es besser können, bin ich dann so, ja, Bro, mach du. Aber ich weiss von mir selber mittlerweile, ich kann in einem Raum stehen mit 50 andere Leute, die erfolgreicher sind als ich vielleicht oder gleich erfolgreich oder irgendwie das Gleiche machen wie ich und ich weiss, ich habe dort meinen Platz. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Fame habe, sondern das hat nur mit meinem Mindset etwas zu tun. Ich hätte das früher, egal ob ich 40 Millionen Followers hatte, ich hätte mich nicht in so einen Raum hineingetraut, weil ich immer das Gefühl hatte, ich gehöre da nicht an. Das habe ich jetzt auch immer noch, aber das hat vor allem mit der Attitude von ein paar Leuten zu tun, weil die einfach das Gefühl haben, sie sind fucking Steve Jobs und können niemandem mehr Heu sagen und müssen alle dumm anschauen, aber das ist nicht persönlich. Also weißt, das ist nicht so, oh mein Gott, das ist einfach, sie geben einem das Gefühl actually und es ist nicht etwas, was ich mir einbilde. Und das ist schon krass. Eigentlich bin ich auch, wow, das, wenn ich darüber nachdenke, dankbar dafür. Und dann, ja, Bro, einfach so, sorry, muss man auch erwähnen, das Geld ist ja so unproportional für das, was man schlussendlich leistet im Vergleich zu zum Beispiel Leuten in der Pflege oder, ja, ihr wisst, was ich meine, Leute auf dem Bau. Leute, die man actually braucht für die Gesellschaft, verdienen 100-mal weniger als halt so die Leute, die selbstständig sind und ihre eigenen Preise bestimmen und irgendwie Marketing, gell, Leute, ist halt viel Geld drin und ich finde es immer auch wirklich, da bin ich mega zwiegespalten, um über das zu reden, weil ich will immer noch so ein bisschen die Junge sein, die lost ist und eine kleine Hose scheisst und eigentlich keine Ahnung vom Leben hat und so. Aber gleichzeitig müsst ihr euch eigentlich sagen, Leute, ich verdiene schon gut Geld für mein Alter und für das, was ich mache. Und das ist ja so immer so ein bisschen, wenn du eigentlich jetzt mal verhältnismäßig mehr Geld verdienst, dann geht es auch immer einher mit so einem Bild von, ja, Bro, okay, die ist so irgendwie abgehoben, die ist anders als mir, und das will ich eben gar nicht, aber ich muss auch ehrlich sagen, Leute, das Geld ist ein grosser Aspekt davon, wieso dass es mega, mega crazy ist, selbstständig zu sein und einfach so, du hast Möglichkeiten, wo du nie gedacht hättest, dass du die jemals haben würdest. So. Und das ist auch all das, was die Leute immer sehen und immer so verherrlichen und so, wow, oh mein Gott, darum will ich selbstständig sein, darum finde ich das so geil. Und ich verstand es. Und ich will auch nicht tönen wie die halt alles hat und dann so sagt, ich will es nicht. Weißt du, was ich meine? Aber es gibt trotzdem ganz viele Kontrapunkte für mich persönlich, die ich nie im Leben betrachtet habe, wo ich angefangen habe, und das sage ich auch immer wieder, aber ja, ich sage es jetzt auch nochmal, wo ich einfach so gerne gewusst hätte, um mich irgendwie darauf vorbereiten, um können wissen, okay, fuck, was machen die anderen, wie geht man eigentlich richtig mit dem um, weil das Problem ist auch bei der Selbstständigkeit, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt niemanden, außer du hast ein Management wie ich, und auch wenn du ein Management hast, es sei nicht da hergestellt, gegeben, dass die dir in deinem Interesse helfen. Das ist einfach, weil mein Management meine verdammten Bros sind mittlerweile und ich denen wirklich 100% vertraue und weiss, die schauen nicht nur auf sich selber. Die verdienen ja Geld mit mir. Also im Management gibst du ja immer einen Prozentsatz ab von dem, was du verdienst und die Gegenleistung ist, dass sie halt dein Zeug managen, oder?
Das heisst, im Interesse von einem Management ist ja eigentlich nur, ich muss so viel Cash reinbringen wie möglich, damit sie so viel von dem abzwacken können wie möglich und sie mehr Profit haben. Aber mein Management ist überhaupt nicht so. Die juckt das nicht, wenn ich, also sie fänden das natürlich schade, aber wenn ich jetzt würde sagen, sorry, ich brauche ein Jahr Pause, ich werde euch ein Jahr kein Geld einbringen, die würden mich wahrscheinlich nicht spicken. Die würden sagen, okay, gut, sagst du uns bitte im Voraus und dann schauen wir weiter, weil sie haben mich auch einfach als Person gern. Und es ist so ein bisschen wie so eine, fast so eine kleine Familie und ich habe wirklich das Gefühl, sie passen auch ein bisschen auf mich auf. Und das ist auch mega so wertvoll, aber das ist nicht gegeben. Und du bist, mein Punkt war, du bist immer für dich selber verantwortlich. Du hast keine Ahnung, was soll ich machen, was soll ich nicht machen, was sind Konsequenzen, wenn ich jetzt da Nein sage, was sind Konsequenzen, wenn ich jetzt da Ja sage. Was passiert in 2 Jahren, wenn ich jetzt das so gemacht habe? Wie viel Prozent muss mein Business wachsen im nächsten Jahr? Wie viel ist es? Weißt du, so Statistiken, Scheiß und so. Mein Management tut alles aufschreiben, dokumentieren. Am Schluss des Jahres gibt es so einen Report. Ja, du hast dieses Jahr so und so viel verdient, du hast so und so viel mehr Followers, du hast so und so viele Videos gemacht. So, Bro, wie so eine Jahresrückblick auf Snapchat, einfach so für mein Social Media Game. Weißt du, was ich meine? Und das sind auch alles Sachen, das wäre ich nie im Leben selber drauf gekommen. Also ich bin so froh, habe ich ein Management, das so Scheiß für mich macht, Bro. Aber das ist ja eben, von dem gehen wir jetzt nicht aus. Wir gehen jetzt nicht davon aus, du bist selbstständig, du hast eigentlich 5 Leute im Hintergrund, die dir helfen. Und das hatte ich auch am Anfang nicht gehabt. Ich weiss gar nicht, ich bin 2022 im November bin ich zum Management gekommen, glaube ich. Wie viele Jahre ist das her? 1,5. 1,5 Jahre. Das heißt, wie alt bin ich dann gewesen? Leute, einfach das Maul haben, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich war schon ein Zeitchen selbstständig gewesen, ohne Hilfe. Und das haben wir auch gemerkt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Kontraseite. Und zwar, wenn du so jung selbstständig bist, eben genau wie ich, keine andere Arbeitserfahrung. Also sorry, ich habe vielleicht Nachhilfe gegeben oder so. Oder, ja, Bro, mit was habe ich sonst Geld verdient? Mit genau gar nichts. Auf Depop Kleider verkaufen, die ich nicht mehr brauche. So, das ist meine Geldquelle. Ich war genauso broke wie alle, die mir schreiben, sorry, ich kann mir kein 25-Schutz-Ticket leisten von dir. Bin ich so gewesen, oh mein Gott, same, Alter. Also jetzt nicht mehr, aber so, ich fühle das immer noch. Ich fühle mich immer noch so, als hätte ich nur 5 Stutz auf dem Konto. Ich habe so viele Screenshots noch, Alter, von meiner Schulzeit, wo ich so 3 Rappen auf dem Konto hatte. Ich finde das wirklich so hilarious. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich habe trotzdem so viel gejobbt. Oh, darum habe ich kein Geld gehabt, weil ich alles Geld immer ausgegeben habe. Aber das war nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, ohne Arbeitserfahrung, ohne Wissen, wie geht man mit Leuten um, wie verläuft ein Mailverlauf, wie sage ich Nein, wie verhandle ich, was sind übliche Marktpreise, was kann man verlangen, was sollte in einem Vertrag drin stehen. Du unterschreibst auch jedes einzelne Mal einen Vertrag. Und Bro, wenn du da etwas falsch machst, dann kannst du eigentlich basically verklagt werden. Also das machen sie meistens nicht. Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Aber so theoretisch, du unterschreibst etwas. Und wenn ich nachher genau das Gegenteil mache, weil ich jetzt dumm bin, zum checken, was ich überhaupt unterschrieben habe, dann habe ich halt das Problem. Oder dann bin ich selber die schuld. Und das mit 17, die Verantwortung zu haben, mit minderjährig hat zwar meine Mutter noch meine Briefings, also so die Verträge, auch unterschrieben, aber ich glaube, das sind gar nicht so viel gewesen. Also ich bin dann, glaube ich, recht schnell 18 geworden. Aber so, du hast keine Ahnung. Und wenn du keine Ahnung hast von einem Business, egal welche Branche, egal was, dann wirst du von hinten bis vorne verarscht, weil es geht immer noch darum, am meisten zu sparen und am wenigsten Geld jetzt uns Creators zu geben. Also die Brands wollen ja auch sparen, die wollen uns nicht freiwillig zu viel Cash geben, weißt du, was ich meine? Und ich war dann einfach zufrieden mit quasi einem Franken, wo andere Leute 4 Millionen bekommen hätten. Weißt du, was man so hure übertrieben, aber so, ich habe keine Ahnung gehabt und ich habe einfach alles mit Handkuss entgegengenommen und ich finde, sorry, also ja, am Anfang musst du das halt auch irgendwie so, du kannst nicht du hast keine Ahnung, keine Erfahrung, behaupten, ja, ich will so und so viel Geld, weil ich kann das so gut. Ja, okay, wo ist der Beweis dafür, dass es gut läuft bei dir? Du hast noch nie eine Werbung gemacht, weißt du, was ich meine? Aber auch so, dass so ein bisschen keine Ahnung habe davon, wie du deine eigene Brand aufbaust und dass du nicht zu allem Ja sagen sollst und dass es lieber nimmst mal 5 Sachen nicht an und deine Followers hassen dich nicht, anstatt dass du 5 Sachen annimmst, weil du sie cool findest und alle deine Followers sagen nachher, oh mein Gott, die hat ihre Seele verkauft. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch etwas, wo ich auch hasse, um darüber zu reden, weil dann tönt es so, als wäret ihr nur so meine hure Geldmaschine und ich habe ja mein Business und das Business muss laufen und so. Aber ja, ich verdiene halt
Geld mit Social Media und ja, ich muss Werbung machen und ja, ich überlege im Hintergrund, werden meine Followers das gerne haben oder nicht und wie kann ich das überbringen, dass es für sie attraktiv ist und wie mache ich das, dass meine Community halt immer noch meine Community bleibt. Aber das hat mehr damit zu tun, ja, logisch bin ich eigentlich auch von dem abhängig, aber so andererseits, ich will halt auch hart nicht gecancelt und gehasst werden. So. Aber das ist auch, es ist sehr viel Strategie dahinter. Und ich kenne auch ein paar Leute in diesem ganzen Game, die halt wirklich halt ein bisschen nicht so intelligent sind, die halt die ganze Zeit drunter kommen, wo ich mir auch denke, sorry, Alter, das ist crazy. Also das ist ja wirklich eine Zumutung. Und die werden halt den ganzen Tag ausgenommen und machen 40 Videos gratis, weil sie eine Flasche bekommen haben oder so. Weißt du, was ich meine? Und wissen gar nicht, dass Marketing halt hart viel Geld drin steckt. Ich bringe immer wieder das Beispiel. Also ich glaube, so Plakat am HB kostet irgendwie so 20... Ja, ich weiß auch nicht mehr viel. Ich glaube, könnte auch 100'000 Stutz kosten, wenn es gut kommt, wenn es ein riesiges Plakat ist, hat mir mal jemand aus dieser Branche gesagt. Und dann musst du mal überlegen, wie viel so ein verdammtes Plakat bringt. Nicht wirklich viel. Und wie viel ein Video von einem Content Creator bringt, wo man gerne schaut und wo man weiss, okay, die Person ist ehrlich. Und wie viel wird dann gezahlt? Also ich habe noch nie 100'000 Stutz für ein Video bekommen. Keine Sorge. Aber so Marketing. Ich sage nicht, es ist gerechtfertigt, aber es steckt halt viel Geld drin, wegen Brands und Kapitalismus. Und eben, einfach sehr viele Chancen da, zum ausgenutzt werden, zum verarscht werden, zum Sachen unterschreiben, wo du nicht mehr rauskommst, zum... Ja, einfach, du fühlst dich nachher auch scheiße, ehrlich gesagt. Das ist nicht mal nur auf so Selbstständigkeitsebene ein bisschen risky, sondern es ist auch auf persönlicher Ebene, du bist auch so lost und hast das Gefühl, es gibt keine guten Menschen mehr auf dieser Welt, weil du einfach immer nur dich mit so Sachen beschäftigst, wo du denkst, probiere ich die gerade ernsthaft mit zu verarschen. Und für mich war es halt mega schwierig, weil ich das Gefühl hatte, am Anfang, ich bin gar nicht ernst genommen worden, obwohl ich professionell kommuniziert habe, von Anfang an. Also weißt, es ist nicht so, ich bin nicht so jemand, der mit Schreibfehlern in Mail schreibt oder so. Ich habe niemandem einen Grund gegeben, um mich nicht ernst zu nehmen, außer dass ich jung war und eine Frau bin und eine Herzige bin und eine auf lustig mache. Hätte ich anderen Content, würde ich mich im Internet anders präsentieren, dann würde ich auch viel mehr ernst genommen werden. Aber das ist halt so, Bro, das ist ja genau mein Content. Nehmt mich bitte ernst, Brand. So, ihr wollt Werbung von mir, quasi, ihr wollt ja mit mir zusammenarbeiten, aber wieso könnt ihr mich dann nicht ernst nehmen? Und das ist so ein bisschen, das verletzt, wenn es auch so ein bisschen deine Passion ist. Weißt du, was ich meine? Wenn es mir am Arsch vorbeigehen würde, aber wenn ich merke, die Leute von diesem Business denken sich, ja, du kleine Hure Göre, dann ist es so, ja, Bro, aber für was mache ich es denn? Also, dann muss ich gar nicht mit euch zusammenarbeiten. Und das ist wirklich eine Zeit gegangen, bis die, glaube ich, auch halt gecheckt haben, so, ja, okay, die Emma ist nicht dumm, die Emma können wir nicht verarschen, die Emma, mit der ist es eigentlich cool zum Zusammenarbeiten, weil ich bin wirklich jemand, Bro. Das ist auch, du musst alles geben. Es gibt dann keins, also auch als ich noch in der Schule war, ich habe nicht mehr zugelassen in der Stunde, weil ich immer irgendwelche Mails beantwortet habe und etwas durchgelesen habe und unterschrieben habe und Zeug und Sachen. Das ist viel Aufwand, um das Ganze zu managen. Und du musst Sachen, du bist wie so ein bisschen low-key. Du fühlst dich als wärst du der Angestellte von denen, weil schickst mir bitte noch das, du musst noch das schicken, postest heute genau um die Zeit das und das und schickst mir nochmal das Video, nein, das Video wollen wir nicht, mach es nochmal neu. Wir wollen bitte bis heute Abend nochmal ein neues Video und du hockst in der Schule bis um 6 Uhr, fuck, was mache ich denn? Weißt du, was ich meine? Darum selbstständig sein ist schon mal, also so 100% selbstständig ist schon mal wirklich eine Erleichterung gewesen, weil ich habe ja jetzt eben, habe ja auch zuerst noch Psychologie studiert das Jahr, dort war es eigentlich easy gewesen, weil ich habe eh nicht so richtig studiert, ist mir am Arsch vorbeigegangen nach so ein paar Monaten, da habe ich gemerkt, das finde ich nicht geil. Und jetzt habe ich ja, wie lange bin ich jetzt? Jetzt bin ich ein halbes Jahr, 100% selbstständig, oder? Keine Ahnung, Leute. Ja, ich weiss gar nicht, wann hat denn das Semester aufgehört? Im Sommer? Oh, ja, dann bin ich jetzt ein halbes, fast. Ja, keine Ahnung, Alter, Leute. Mathe. Ich schwöre euch, ich habe irgendeine Schwäche, die ich mal abchecken sollte. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall ein Zeitchen 100% selbstständig und das ist schon wirklich eine Erleichterung. Aber ja, du bist einfach trotzdem eingebunden. Das ist so eine Illusion von, ja, wenn du selbstständig bist, dann kannst du machen, was du willst. Am Schluss des Tages, wenn du Geld verdienen willst, musst du halt trotzdem schuften für die Leute, die dir dann das Geld actually geben. So, du bist immer noch in Abhängigkeit von irgendjemandem. Es gibt keine Welt, wo du von niemandem abhängig bist. Sogar die Billionäre, Bro, die gehen ja weiter, die machen weiter, die arbeiten weiter, die tun weiter scheiß Amazon verbessern und Zeug und Sachen, weil
sie müssen auch ihren Lifestyle aufrechterhalten. Logisch, sie haben ausgesorgt für, wenn sie unser Leben führen, ein normales Leben. Aber die Leute wollen ja nicht mehr das Leben führen. Die wollen ja in ihren crazy Häusern bleiben wollen. Und das können sie sich nicht leisten, den fucking Lifestyle, den sie haben, wenn sie nicht jeden Tag nochmal, also wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber wenn so einmal in der Woche so ein bisschen den Finger krümmen. Und die sind auch abhängig davon, was wir von ihnen konsumieren und wie wir auf sie reagieren und ob sie... Weißt du, was ich meine? Es ist alles ein Markt und Angebot und Nachfrage und so ein hoher Scheiß. Und da kommen wir vielleicht schon gerade zum nächsten Punkt. Es ist einfach nicht so chillig, um immer den Druck zu haben von «Oh, ich bin eigentlich die Einzige, die gerade schaut». Ich habe keinen Vorgesetzten, wo man sagt «So, jetzt machst du gerade das Video. Jetzt tust du bitte das und das umsetzen. Jetzt hockst du mal her und schreibst das Hurenskript oder hockst mal her und tust das fucking bearbeiten, du kleine Saugöre, sonst wirst du entlassen». Das gibt es nicht. Du bist auf dich allein gestellt und eben genau, weil es jetzt genau dieser Bereich vor allem so frei ist und keine Struktur hat. Du weißt nicht, was ist gut, was kommt gut an, was ist schlecht, was kommt schlecht an. Du machst alles selber und du hast 24/7, wenn du auf jeden Fall so perfektionistisch bist wie ich, hast du den Drang dazu, irgendwie etwas besser zu machen und es ist nie etwas gut genug und du hast immer das Gefühl, du bist hinten drin und du liegst am Abend im Bett und bist trotzdem so, was hat jetzt so, fuck, heute habe ich jetzt aber kein Video gemacht, hure Scheiße. Es ist auch extrem viel Druck, weil du weißt, keiner kommt mich retten und du weißt, ich bin selber verantwortlich dafür, dass mein hure Geld reinkommt. Mir gibt kein Chef am Schluss des Monats mein Scheißgeld, auch wenn ich vielleicht 4 Tage im Büro nur rumgehockt bin und nichts gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Und das sollte überhaupt nicht sein, um Leute abzumachen, die im Büro arbeiten. Es ist einfach so ein bisschen, ich bin eifersüchtig auf die Leute, oder neidisch, Bro, nicht aber so, ich hätte das auch gern, will ich es halt nicht haben. Und umgekehrt, die meins nicht haben, wollen meins haben. Man will ja immer das haben, was man nicht hat, aber einfach so die Sicherheit von, hey, schau, wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger gebe, wenn ich jetzt mal krank werde, dann ist alles noch okay. Dann, Bro, ich bin noch employed, also ausser du schaffst halt an einem Ort, wo du Angst hast, dass du die ganze Zeit entlassen wirst. Das wäre so low-key das Gleiche. Aber ja, es ist einfach sehr viel Druck und ich glaube, das hängt auch mit meinem Alter zusammen, dass ich halt alles richtig machen will, dass ich gar nicht weiss, dass es auch funktioniert, wenn man es halt mal nicht richtig macht. So, ich bin halt noch voll in dem Stress drin und ich glaube, die älter sind und das jetzt haben, machen sich nicht so einen harten Stress, weil die haben halt auch schon das ganze Leben geschafft und haben wahrscheinlich Geld auf der Seite und so Zeug und Sachen. Ich bin logischerweise auch am Sparen, aber ich weiss auch nicht, was ist viel angespart, was ist normal zum Ausgeben, was ist normal zum Sparen. Das sind alles Sachen, keine Ahnung, Alter. Ich mache einfach irgendetwas und frage immer wieder mal Leute und dann denke ich, okay, dann gehe ich aber wieder heim und bin wieder gestresst, weil es kann ja sein, dass das nur bei dieser Person so ist und nicht bei allen Leuten. Und wie finde ich jetzt raus, was richtig ist? Und es ist einfach konstant so ein bisschen, du stressst dich selber und du kannst nie so richtig abschalten und du bist so fest angewiesen auf Feedback von fremden Leuten und das ist einfach eine extreme Belastung persönlich. Jetzt fürs Business ist es natürlich gut, wenn du gut ankommst, weißt du, ja, geil, alle lieben mich und mein Business läuft. Aber umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich irgendwie etwas falsch gemacht oder keine Ahnung, du probierst einfach immer perfekt zu sein für alle und ich glaube, das ist nicht sehr gesund, weil alles hängt von meinem Image ab, alles hängt von der Wahrnehmung von anderen ab und nicht, wie gut dass ich es wirklich mache oder nicht, was meine Intentionen waren oder nicht, welches Blatt das ich am Schluss des Tages ausgefüllt habe und meinem Chef geschickt habe, sondern es geht ums Internet und das ist nochmal so etwas, ich habe keine Ahnung, ob übermorgen Insta, TikTok, Snapchat gelöscht werden und ich gar keine Plattform mehr habe und YouTube. Weißt du, was ich meine? Das ist auch immer das hure Argument, das alle Boomers brauchen. Ja, mal schauen, was ihr in 50 Jahren macht, wenn es die selbst nicht mehr gibt. Und was machen wir mit AI und diesen huren Computer, die jetzt unsere ganzen huren Arbeiten übernehmen? Dann wirst du auch arbeitslos, liebe Remo. Da haben wir allgemein in der Menschheit das Problem. Das liegt nicht nur am Social Media. Und Social Media bleibt ja wohl noch am längsten, weil so sind die Leute abhängig, süchtig davon. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde einfach sagen, mir ist es vorher besser gegangen, wo ich das noch nicht hatte, diesen Druck. Wo es mir noch am höchstens wichtig war, was die Typen in meiner Klasse eigentlich gerade zu mir gesagt haben, ob sie Arschlöcher sind. Und nicht, was die ganze Menschheit zu mir und meinem Charakter denkt. Und das ist auch so etwas, je erfolgreicher du wirst, desto mehr machst du dir Gedanken, desto weniger Kreativität hast, desto schlechter wird dein Content, weil du
das so verkrampft machst und irgendwie zu viele Gedanken dahinter sind. Content kommt immer am besten, wenn du frei einfach random etwas machst. Und das ist auch stressig, weil du denkst so, okay, das ist jetzt gut angekommen, aber wieso? Und ich habe es gar nicht extra so gemacht und ich habe einfach irgendetwas gepostet, wie bringe ich das nochmal an? Und dann überlegst du schon wieder zu viel. Und das war halt einfach viel geiler gewesen, als ich kein Geld damit verdient habe. Einfach wirklich, das war nur Blut mein Hobby gewesen. Ich konnte Scheissdreck machen, den ich wollte. Ich hatte keine Brands, wo ich darauf schauen musste, ui, aber wenn ich jetzt so und so rede, dann weiss ich nicht, ob die noch mit mir zusammenarbeiten wollen. Hui, wenn ich jetzt das und das sage, dann weiss ich nicht, ob 100'000 Leute hässlich auf mich sind. Es hat niemand gejuckt. Ich war so, Bro, keiner kennt mich, keiner juckt es. Und jetzt weiss ich laufe hier so rum und jeder hure Sauhund weiss eigentlich meine ganze Lebensgeschichte. Und das stresst. Und das ist vielleicht nicht bei allen so, aber mental macht es etwas aus. Auch wenn, umgekehrt, mental hilft es auch zu wissen, okay, ich habe ein finanzielles Polster, ich bin besser aufgestellt als viele in meinem Alter. Ich habe schon ein bisschen Geld auf der Seite, ich kann irgendwie, keine Ahnung, Zeug zahlen und ich kann für meine Tiere schauen. Weißt du, so ein bisschen das hilft natürlich so etwas anderes, Positives mental, das ein bisschen entlastet, aber dann, ja, halt das andere ist schlicht ein riesen Druck, wo man einfach unterschätzt und ich glaube, das kann man sich wirklich auch nicht so wirklich vorstellen, auch egal wie ausführlich dass ich das jetzt beschreibe, ausser man hat es irgendwie selber schon erlebt. Und ich glaube, das gilt in jeder Selbstständigkeit, jetzt nicht nur im Social-Media-Bereich, weil ja, alle sind halt auf sich allein gestellt und dann bringt es dir halt leider auch nicht so viel, wenn du 24/7 selber entscheiden kannst und quasi könntest am 4 Uhr Feierabend machen, wenn du dann bis am 12 Uhr in der Nacht überlegst, was habe ich jetzt falsch gemacht und was könnte ich besser machen und bringt das alles überhaupt etwas und bin ich eigentlich scheiße? Und es ist einfach es ist so viel Nachdenken, einfach, was ja eigentlich schade ist, weil wir machen es alle gut. Und ich glaube, von außen denkt sich auch niemand außer die ganz Verblödeten so, oh mein Gott, was macht die? Ich denke mir einfach, eher alle denken euch, oh mein Gott, was macht die? So. Aber das ist eben wirklich, ich habe auch das Gefühl, einfach altersbedingt und darum auch ein grosser Kontrapunkt von so jung in die Selbstständigkeit gehen und alles allein machen. Dann aber umgekehrt, das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich gesagt habe, dass man wenigstens weiss, ja, ich habe jetzt Geld verdient und ich habe eigentlich so ein bisschen etwas gemacht, dass es trotzdem sehr viel Unsicherheit finanziell mit sich bringt, weil du eben nicht das hast, was ich jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen habe, dass du am Schluss des Monats weißt, so, ich kriege meine 5'000, ich weiss, was auf mich zukommt, nächstes Monat kriege ich nochmal 5'000 und nächstes Mal nochmal, nächstes Monat nochmal. Es ist ein langweiliges Leben, fick mein Leben, ich will lieber selbstständig sein, aber am Schluss des Monats habe ich meine 5'000. Und bei mir ist es umgekehrt. Bei mir ist, okay, dieser Monat war ziemlich gut gewesen, aber ich habe keine Ahnung, ob nächsten Monat überhaupt etwas reinkommt oder übernächst. Oder ob ich in 3 Monaten gecancelt bin und keine einzige Brand mehr mit mir zusammenarbeiten wird. Verträge werden aufgelöst. Ich hocke da und bin ein kleines Opfer, wird von der ganzen Menschheit in der Schweiz ausgelacht, weil, was hätte ich gedacht. Und dann, was mache ich? Ja, für diesen Fall haben halt die Gescheiten und Treues Geld auf die Seite gelegt, aber das haben auch nicht alle gemacht. Und du fragst dich ja, denke ich, habe ich jetzt genug Geld auf die Seite? Und, was könnte alles passieren? Und, es ist auch sehr viel Unsicherheit und auch oft irrational, weil wenn du einfach so weitermachst, wie du bis jetzt gemacht hast, der Mühe ist, wieso sollte es plötzlich aufhören? Also, du wirst immer ein bisschen Relevanz haben und immer ein bisschen Anfragen bekommen, vielleicht nicht, safe nicht für immer so viel, wie man vielleicht mal in der Prime hatte oder so, aber dass du von 0 auf 100, nein, umgekehrt, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall von heute auf morgen einfach kein Geld mehr verdienst und alle hassen dich, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das gibt es ja fast nicht, außer bei den Amis, aber bei uns ist ja eh nicht so gecancelt. Aber es ist trotzdem halt auch, das habe ich auch in einem Video mal angesprochen, du kriegst halt dein Geld auch nicht. Übertrieben gesagt. Also du kriegst es eigentlich 90% der Zeit kriegst du es erst, wenn die ganze Kampagne fertig ist. Du hast eine Kampagnenlaufzeit, das heisst, es kann sein, keine Ahnung, von März bis Juni läuft die Kampagne und du postest irgendwann am 3. März, aber dein Geld, das kommt dann vielleicht mal im August. Aber wir können es dir auch nicht genau sagen. Sorry, wir haben ein bisschen Verzögerungen in der Zahlung. Kann ich leider nichts dafür. Das sind da die das Geld managen. Da kann ich dir leider keine Auskunft geben. Ja, wartest jetzt einfach mal ein bisschen aufs Geld. Das kommt dann schon. Das ist so ein bisschen die Attitude in diesem Business, was mich auch so abfuckt, Bro. Nehmt es mal ein bisschen ernst. Zahlt eure scheiß Leute, sonst haben wir bald keinen Bock mehr. Aber umgekehrt, so, was willst du machen? Ja, ich will eures Geld. Gut, dann warte ich halt auf eures Geld. Und
vor allem, wenn du langfristige Kooperationen hast, was ja eigentlich mega, mega gut ist, weil das entlastet. Du weißt, okay, das Jahr werde ich fix den und den Betrag bekommen. Du kriegst das dann am Schluss des Jahres. Bei gewissen Kooperationspartnern. Es gibt auch solche, da kriegst du pro Quartal etwas, das ist super. Oder halbjährig, das ist auch so ein bisschen, okay, gut, dann warte ich mal ein halbes Jahr auf einen Lohn. Aber ja, es bringt dir dann auch nicht hure viel zu wissen. Also doch, es hilft schon, weil ich denke mir dann immer so, okay, ja, aber es kommt noch Geld. Aber innerlich bin ich so, hey, ich habe gar kein Geld bekommen. Wieso kommt kein Geld rein? Habe ich kein Geld verdient? Und dann schreibe ich dem Manager und dann ist er so, Bro, chill mal, du kriegst noch einen halben Jahreslohn, aber du bist einfach noch nicht da. Und ich, oh ja, stimmt, es kommt ja noch Geld. Und nachher 2 Tage später, fuck, Alter, irgendwie kommt kein Geld rein. Ja, es geht halt ein bisschen länger. Ja, aber habe ich überhaupt Geld verdient? Habe ich überhaupt irgendetwas gehabt? Ja, Emma, du hast die und die Kampagne gemacht, du hast dort und dort und dort und du hast das und das und das gemacht, du kriegst Geld. Ah ja, okay. Und so geht es einfach immer weiter, weil du keinen Plan hast, was läuft und du in so vielen Ecken vorbei musst. Und das ist nicht einfach nur, ja, da, zack, du hast Werbung gemacht, zack, da, kriegst du deinen Cash in die Hand. Überhaupt nicht. Und darum ist das auch so eine Wunschvorstellung. So, wow, dann ist einfach mega viel Cash. Und dann mal, ja, wenn es dann mal ankommt, dann hast du vielleicht mega viel Cash. Und dann gehst du es gerade alles wieder aus, weil du ja quasi 3 Monate kein Cash hast zum Ausgeben. Und dann zahlst du alles, was du hättest müssen zahlen. Und so, dumm gesagt. Bei mir ist es jetzt auch nicht gerade so tragisch. Aber es ist einfach, ja, nochmal so ein bisschen Reality-Check mehr. Ist jetzt nicht so schlimm, aber so, ich glaube, man stellt sich das auch anders vor, wenn man das nicht so kennt. Ja, und dann einfach, ja, vielleicht trotzdem noch so gesellschaftlich. Es ist so der Zwiespalt zwischen du wirst einfach so entfremdet von Gleichaltrigen, du gehörst nicht mehr dazu. Und ich glaube, das macht man ja auch ein bisschen selber. Weil für mich ist es auch schwierig. Ich glaube, ich könnte vieles besser machen in der Kommunikation mit Gleichaltrigen. Ich weiss oft nicht, wie antworten auf Fragen. Dann entziehe ich mich so ein bisschen. Ich so, ja, sorry, über das darf ich nicht reden. Du musst sehr oft abblocken und du willst auch oft abblocken, weil ich will nicht, dass Gleichaltrige von mir denken, wow, die hat so viel Cash, wow, und jetzt denken die alle, ich bin so Millionärin, Alter, wenn ich so rede, aber das ist überhaupt nicht so. Aber ich meine, wie viel Geld haben normale, keine Ahnung, damals 17-Jährige? Vielleicht 500 Stutz und dann haben alle in der Klasse gesagt, wow, Alter, wieso hast du 500 Stutz, Mann, bist du reich? Und wenn ich damals vielleicht 500 Stutz mit einem Video gemacht habe, weißt du, was ich meine? Dann ist es halt auch wieder unproportional gewesen, auch wenn das für einen erwachsenen Menschen immer noch wenig Geld war. Aber es ist halt immer unproportional und nicht im Gleichgewicht. Und man schämt sich für seinen Erfolg. Und das finde ich etwas vom Schlimmsten eigentlich, dass es so ist und dass es so sein muss. Weil du musst demütig sein, du musst irgendwie stay humble. Wenn ich jetzt hingehen und sagen, boah, Alter, fett geile Deal abgeschlossen, Jahresvertrag, so und so viel Geld. Die Leute würden mich dumm anschauen und nachher über mich lästern. Es wäre nie, außer bei meinen ganz engen Friends, aber weißt du, so, keine Ahnung, in einer random Freundesgruppe, wäre es nie so, dass alte Hure geil, es hat sich für sie ausgezahlt, sie gibt sich so viel Mühe und tut so viel Zeit aufwenden. Ich freue mich mega, dass sie das verdienen. Es wäre nie das. Und das weiss man halt einfach und mit dem muss man umgehen. Aber es führt halt einfach dazu, dass man sich erstens ein bisschen selber distanziert, weil, sorry, wenn immer wieder alle fragen, ja, wie viel Geld verdienst du eigentlich und ja, wie viel Aufwand ist es eigentlich wirklich und ja, wie ist eigentlich, wie ist der und der in echt und wie ist die und die in echt und oh, wie ist es so an diesen Events und wow, kannst du mich auch mitnehmen als Frauenfeld und kannst du, alle wollen einfach nur noch profitieren, wenn du Infos bekommst. Und das verstehe ich auch. Ich würde das, glaube ich, auch machen, wenn, also weißt, ich bin auch hure Wundernase. Ich frage auch alle Leute Sachen, wo sie sich vielleicht denken, oh mein Gott, was hat sie die Eier, mir das zu fragen? Aber wenn das halt von allen Seiten immer kommt, dann fühlst du dich wie so ein kleines Scheißobjekt. Und die Leute machen das sicher nicht extra und meinen es auch nicht böse, aber wenn alle es halt machen, das weiss man ja nicht. Wenn ich jetzt die Frage stelle und ich frage die irgendwie, was bedeutet eigentlich das Tattoo? Und die fuckt so ab, weil jeden Tag fragen die 10 Leute, was bedeutet das scheiß Tattoo? Dann reagierst du halt ganz anders, als wenn es das erste Mal gewesen wäre, wo dich das jemand fragt, das erste und letzte Mal. So, ja, chillig, beantworte ich halt. Aber wenn es immer nur um das geht, dann ist halt irgendwann so, Bro, ja, und haben die mich eigentlich sonst noch für etwas gern? Oder geht es nur darum, wie viel das ich verdiene und dass ihr eigentlich auch Influencer werden wollt und dass das ja so ein geiles Business ist? Weißt du, was ich meine? Es ist schwierig. Und andererseits wirst du halt auch nicht ernst genommen, habe ich auch schon gesagt. Also ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht so unbedingt mega den Anschluss finden bei älteren Leuten. Wenn es jetzt heisst, okay, die Gleichaltrigen können sich irgendwie nicht so mit mir identifizieren und die finden mich alle so ein bisschen, was machen die und was.
dann gehe ich halt zu denen, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen mehr Arbeitserfahrung haben, die wissen, ja, okay, da steckt etwas dahinter und so. Bro, die denken sich genau gleich, es ist schon ein Influencer-Scheiß, was ist mit der? Du hast so nirgends mehr einen Anschluss, außer bei den Leuten, die auch Content machen. Und dort ist halt ein bisschen das Problem, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, der Konkurrenzkampf, der Vergleich. Du stehst ja wirklich im direkten Vergleich zueinander, wenn du konkurrierst wir wollen beide die gleiche Kampagne machen und jetzt hat die andere sie bekommen und wir reden darüber und man weiss, aha, okay, du hast das bekommen, bin ich in dem Fall scheiße. Wow, deine Videos performen viel besser als meine. Kleine Sau. Wow, die zwei machen zusammen ein Video. Wieso machen sie nicht mit mir zusammen ein Video? So immer halt das. Und da steckt sehr viel Tension dazwischen, auch an so Events und so. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, so wie es aussieht auf den Videos. Das müssen wir halt, sorry, also wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann würde ich sicher nicht nachher sagen, oh mein Gott, die und die ist so ein Sauhund. Weißt, es ist immer noch, du musst professionell sein. Und auch ganz viele von diesen Leuten sind halt auch, sorry, Abgehoben und Arschlöcher. Und bildet sich etwas darauf ein. Aber wie ich gesagt habe, meine, sie sind irgendwie Steve Jobs, haben das Leben gefickt und durchgespielt und so. Und das sind wirklich mehr, als man meint. Vor allem viele von denen, die eigentlich mega sympathisch wirken in ihren Videos oder irgendwie hure lustig, denkst du nachher, wenn du einen Abend mit denen verbracht hast, Bro, wer hat die eingeladen und wie traust du die so zu benehmen da? Und das ist für mich, sorry, ich bin halt so ein bisschen so ein Tüpfelscheisser und so ein bisschen fucking strebermäßig. Ich finde, du benimmst dich anständig, wenn du eingeladen wirst, du zeigst Dankbarkeit, du sagst so einfach so normale Sachen, sorry, das ist auch gar nicht streberisch, das machst du einfach, aber die Leute, die gehen an die hure Events, hocken am Handy die ganze Zeit, sagen nicht Danke, sagen nicht Tschüss, sagen nicht Hoi, schauen dich dumm an und gehen wieder und meinen, sie haben das Leben gefickt. So, und das ist halt auch so. Wenn du wenigstens alle die Creators hättest, als voll so Friend Group und wo, wir haben es alle so gut miteinander. Aber das ist halt irgendwie leider auch nicht verständlicherweise. Also ich finde die anderen auch zum Teil mega scheiße. Denke mir auch, ja, mit euch würde ich nicht chillen. Aber trotzdem denke ich mir, es ist schade, weil es wäre sehr gut, mit Leuten können Zeit verbringen, die relaten können. Aber auch dort, wir reden untereinander auch nicht wirklich darüber, was wir verdienen. Weil einerseits, wenn du das Gefühl hast, ui, da habe ich jetzt einen guten Deal gemacht, willst du nicht, dass die anderen auch machen und denken, jetzt hat die so viel Geld bekommen. Umgekehrt, wenn jemand anders mehr Geld verdient hast, willst du nicht erzählen, dass du eigentlich nicht so viel, dass du ein bisschen verschissen hast oder so. Du willst nicht, dass deine Preise sich umsprechen, weil dann, ja, es ist einfach ein ganz saure Ghetto, Alter. Du musst immer schauen, was du sagst und wie stellst du dich dar. Und das ist der grösste Kontrapunkt. Man selber, jetzt im Fall von Content Creation, ist das Produkt. Ich bin das Produkt. Ich muss mich verkaufen. Nicht, wow, ich habe eine geile Flasche erfunden, Leute, kaufen bitte meine Hurenflasche. Ich muss mich vermarkten. Und das heisst, ich darf nichts falsch machen und Leute mit mir gerne haben. Und ich darf eigentlich low-key nicht ehrlich sein. Bin ich ja halt, aber so, ich stand ganz viele Leute auf die Füße, das bekommen wir halt nicht mit, aber so ganz viele Leute sagen von mir, Alter, was hat die kleine Göre eigentlich das Gefühl, sie weiß alles besser und was meint die so zu reden, das ist ja noch ein kleines Mädchen, was weiß ich was. Aber okay, solange das dein einzige Argument ist, wieso ich scheiße bin und nicht recht, so habe ich eigentlich immer noch recht, weil du hast nichts gegen mein Zeug gesagt. Aber so, ja, es ist einfach anstrengend, selber Produkt zu sein. Und ja, wir haben uns das alle ausgesucht und eigentlich ja nicht, weil wir haben alle nie gedacht, wow, jetzt fange ich an und jetzt verdiene ich Geld und wird Businessfrau. So, wir haben nur ausgesucht, lustige Videos zu machen und mit der Welt zu teilen. Und das ist daraus geworden. Und man ist natürlich mega ultra giga dankbar, aber es ist trotzdem, es ist sehr stressig. Und oft frage ich mich, hey, wie wäre eigentlich mein Leben jetzt, wenn das nie passiert wäre und wenn die Leute mich einfach nur judgen könnten, basierend auf wie ich bin, in dem Moment, wo sie mich sehen und nicht basierend auf, sie schauen schon 4 Jahre meine Videos und finden mich eine dumme Sau. Oder sie haben mitbekommen, dass ich Fame bin. Ich hasse das Wort, aber die Leute sagen es immer über mich, also kann ich es auch sagen, dass ich Fame bin und sie finden das voll geil und wow, jetzt will ich mit dem mal befreundet sein, um herauszufinden, wie viel Cash sie macht. Oder wow, jetzt will ich mit der Emma befreundet sein, in der Hoffnung, dass ich mal in ein Video von ihr komme, damit ich selber anfangen kann. So Sachen, Bro, die Leute überlegen sich so kranke Sachen. Oder auch, Bro, ich teile meine Coiffeuse mit euch. Ich mache Werbung für sie. Leute gehen dort an, per Emmas Empfehlung, und haben das Gefühl, sie können meine Coiffeuse fragen, hey, ist die Emma eigentlich in echt wirklich so? Ich habe das Gefühl, sie ist voll anders. Ich habe das Gefühl, meine scheiß Coiffeuse, die für mich meine scheiß Haar macht und ich mache Werbung für sie und wir haben es mega gut und
sie wird ja sagen, ja, der ist voll das Arschloch. So, die Leute sind so dreist. Oder irgendwie gehen zu meiner Coiffeuse und fragen, hey, wo wohnt die eigentlich? Leute wollen halt ständig alles über die herausfinden. Und das ist scary und anstrengend, um irgendwie probieren, so, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Zum Beispiel hatte ich auch in der Uni so eine Situation gehabt, wo, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, wo eine halt wirklich so obsessed war mit meinem Leben. Und ich habe halt gedacht, wir sind so Kolleginnen, also nicht so mega deep, aber so Schulkolleginnen mäßig. Und sie hat einfach immer nur kommentieren, bist du in Berlin gsi? Und ich, ja. Aber nie, cool, geil, wie war es? Oder so, wenn sie ja schon alles verfolgt hat, irgendwie, bevor ich gegangen bin, ey, viel Spaß in Berlin. Nie, einfach nur, okay. Ja, meine Kollegen schauen eben auch deine Videos, finden die voll geil, schicken mir ihnen einen Snap, den ganzen Tag nur Fotos von mir machen, allen Leuten schicken, zu meinen flexen mit mir. Sorry, wie peinlich, Bro, was Flex ist mit einem Mensch. Ich würde das nicht einmal machen, wenn der Kanye West neben mir stehen würde. No joke. Okay, doch, ich würde wahrscheinlich meinen Kollegen sagen, oh mein Gott, Kanye West steht neben mir. Aber so den ganzen Tag, jeden Tag, scheiß Uni. Und dann noch so irgendwie mir meine eigenen Posts geschickt und so geschrieben, haha, mega crusty Lippen. Und ich dachte, Bro, so wäre sie nie im Leben mir gegenüber eingestellt gewesen, wenn das nicht etwas in ihr ausgelöst hat, dass ich halt irgendwie die Reichweite habe und Videos poste und was weiß ich was. Leute nehmen sich so das Recht, Arschlöcher zu sein, weil sie das Gefühl haben, sie kennen dich halt, weil du dein Leben teilst. Aber Leute, ihr verpasst so viel. Es gibt so viel, was ich nicht teile und es wird halt immer schlimmer. Und das finde ich auch schade, weil ich würde mega gerne eigentlich viel mehr erzählen, aber es ist wie so ein Selbstschutz. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr alles erzählen wie früher, weil es hören einfach zu viele Leute zu und es macht mich kaputt am Schluss des Tages, wenn ich eigentlich für die Belustigung von ein paar Leuten, wo ich mega froh bin, dass ich sie unterhalten kann, mein ganzes Leben ausplapper und dafür so viel Scheiß zurückkommt, weil die Leute einfach das Gefühl haben, eben, okay, das ist jetzt, die kennt man, mit der kann man umgehen, wie man will, die kann man anpacken, die kann man fucking wegziehen von ihren Kollegen im Ausgang und irgendwie das Gefühl haben, so, jetzt rede ich mit dir 20 Minuten, weil du schuldest mir das, weil ich bin ja dein Follower und so. Ja, von der machen wir Fotos, ja, von der tun wir irgendwie Gerüchte verbreiten und ja, die tun wir schäden, wenn sie mal kein Foto machen wollen. Also, du schuldest halt einfach, oder du schuldest eben nicht, aber hure viele Leute haben das Gefühl, du schuldest ihnen etwas und es ist schwierig, mit dem umzugehen, weil je mehr Leute sagen, ey, du schuldest mir das, ey, du musst das und das, desto mehr glaubst du es halt auch, weil es ist schwierig, stark zu bleiben. Und das braucht wirklich sehr viel Selbstbewusstsein und Reflexion und ich glaube, das machen ganz viele nicht und das tut mir auch leid für ganz viele, wo es wahrscheinlich noch viel stressiger empfinden als ich, weil ich halt wenigstens mir im Bewussten bin, so, sorry, ich schulde euch nichts. Am Schluss des Tages, es wäre ein Arschloch-Move von mir, wenn ich von heute auf morgen mich verpissen würde und ihr wäret sicher hässlich auf mich, aber ich schulde niemandem, dass ich da bin. Ich mache das für mich selber, weil es mir Spass macht. Und ich habe es logischerweise gerne mit euch da zu chillen immer und für euch Videos zu machen und so. Aber am Schluss des Tages, ich kenne euch alle nicht. Ich kenne euch alle nicht und ihr bringt mir nichts in meinem Alltag, wenn ich mein Handy weglege. Weil ihr existiert nicht. Umgekehrt, genauso. Ich bringe euch auch nichts, weil wenn ihr euer Handy weglegt, existiere ich auch nicht. Es ist nicht. Wir sind beide nicht im Leben voneinander und es ist nicht, ich bin eure beste Kollegin. So. Leider. Ich wünschte, ich wäre mit ein paar von euch Bestes. Wirklich mit ein paar, wo mir schreiben, denke ich so, wieso habe ich nicht so eine Kollegin? Ja. Aber ja, Kollegen machen ist auch ein sehr schwieriges Thema. Habe ich aber auch schon darüber geredet. Ja, das war eigentlich low-key so gewesen. Einfach so, okay, du bist halt jetzt so eine Kunstfigur und du bist das Produkt und du musst jetzt mit dem umgehen. Aber sonst ist es natürlich sehr, sehr geil. Also wenn ihr das wirklich gerne machen würdet, ich wünsche euch einfach, dass ihr das alles wisst. Weil es ist cool. Und es gibt Leute, die sind so viel besser gemacht für das als ich. Ich sage das immer wieder. Andere Leute haben gar kein Problem mit dem. Andere Leute finden sich der geilste Sicher auf der Welt und fühlen das, dass Leute ihnen hinten nachlaufen und rufen und schreien und du kannst nicht mit der Öffentlichkeit. Aber mein Stress. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ansatzweise gemacht dafür und du hast ansatzweise Freude daran und du fändest es, keine Ahnung, du hast das Gefühl, dass du könntest das und du hast so ein Gespür dafür und das Talent, dann mach's, weil es ist fucking geil und es ist so lustig und ja, du wirst ein bisschen handysüchtig sein und ja, du wirst jeden Kommentar lesen und dein Mut wird sich verändern, je nach Kommentar, den du bekommst,
Aber es ist trotzdem so cool zu machen und es ist so ein kreativer Outlet, wo du einfach sonst nirgends hast. Es ist etwas ganz anderes als irgendwie zeichnen oder singen oder malen, auch wenn die Sachen auch cool sind zu machen. Es ist etwas ganz, ganz anderes und ich glaube, so viele Leute hätten noch Spot. Sorry, also ich finde, unsere Szene ist so ein bisschen langweilig im Moment. Kommt mal, zeigt mal eure Talente. Irgendwie, wenn du hure geil zeichnen kannst, mach etwas Geiles und teile das mit uns. Und finde irgendwie einen kreativen Weg, dass die Leute sich für dieses Ding interessieren. Hast du das Gefühl, die Leute juckt es, ob ich reite oder nicht? Nein, es geht auch darum, dass ich irgendwie kreativ meine Videos so darstelle, dass sogar 40-jährige Assi-Typen meine Reitvideos schauen, weil sie es einfach cool finden zum Schauen und sich so denken, wow, jetzt hat die auch Bock auf ein Ross zu hocken. Weißt du, was ich meine? Macht das, probiert es. Und denkt nicht, oh ja, bei mir wird es eh nie laufen. Es wird bei dir noch nicht laufen, wenn du irgendwie scheiß Handyqualität hast oder irgendwie so leise gerade ist, dass niemand die auf dem Video versteht. Es ist recht einfach, wenn du einfach authentisch und du selber bist. Das ist das Wichtigste. Aber mehr dazu bei Swiss Creator Academy, Leute. Mit dem Code WEMSE stecken wir mir noch mehr Geld in den Arsch. Ja, genau. Einfach nicht den Code von Flavio brauchen. He? Spass. Bitte nicht. Bis nächste Woche. Oh mein Gott, Leute. In wie viel ist in 2 Wochen der Live-Podcast? Oh mein Gott. In 1,5. Leute, in 1,5 Wochen. Boah, ich weiss aber im Fall, jetzt mal Vorwarnung, ich weiss nicht, ob dann Folgen kommen. Weil ich muss mich schon noch hart vorbereiten auf das und ich will auch noch so ein bisschen für neue Sachen haben, um dann bei der Show zu erzählen, die ihr nicht schon gerade 2 Tage vorher im Podcast gehört habt. Darum mal schauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, euch zu sehen. Vergesst nicht die Packliste, die ich mal gepostet habe. Genau. Tschüss! Ich hoffe, das war irgendwie spannend gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur so mega privilegiertes Arschloch-Vibes hatte. Aber ich weiss, es ist ein verdammtes Privileg. Bitte seid euch das dem bewusst. Folgt dem Losemal-Account auf Insta. Vergesst nicht, dort kommen jede Woche Posts. Und dort frage ich euch auch manchmal, hey, habt ihr eine Idee? Oder hey, habt ihr Fragen? Oder so. Dann können wir einfach ein bisschen zusammen chillen. Ich spamme euch dort meistens nicht voll, außer etwas Peinliches ist passiert und ich muss es euch erzählen sofort. Dann kommen da so 10 Storys aufs Mal und dann kommt wieder eine Woche nichts. Aber ja, es würde mich freuen und bis nächstes Mal oder bei der Live-Show, meine Lieben. Tschüss!